Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Ich kümmere mich drum. Und wir kümmern uns drum und gehen jetzt hier in eine Eiszimmerei. Und hier sind Eissalamander, Eismephit, Schneetroll. Also alles, was irgendwie Spaß macht. Ich glaube, die Salamander sind noch stärkste hier. Falle haben wir auch noch entdeckt. Also machen wir denn bei der Falle platt. 56 Schadenspunkte und der Typ lebt noch. Das ist ziemlich heftig. Oh Gott, Corgi, wir brauchen deine Feueraxt. So. Zuerst auf die kleine Biester. Dann auf der Trollibus. Vikonia macht den Salamander platt. So, Vikonia wird ja wohl ausreichen, um diesen Salamander hier noch zu plättern. So, der Rest kümmert sich um den Troll. Okay, ist sehr schön. Alle auf der Troll. Oh, irgendeiner hat es auf Edwin abgesehen. Das ist nicht so gut. Und der Troll, ja, okay, da gibt 1400 Erfahrungspunkte. Das ist mal wieder etwas peinlich. Und wie viel geben die Eissalamander? Die geben 3000. Die sind ein bisschen besser als doppelt so gut wie ein Troll. Wow, okay, Moment, Abdel Adrian, heil dich. Und dafür wird er Stufe erhöht. Sehr schön. Wir kriegen die ETW 0 um 1 reduziert, 15 Fertigkeitspunkte als Dieb, 2 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde mehr. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir machen leise bewegen auf 100. Wir machen Fallen finden. Ja, das muss jetzt eigentlich nicht so sein. Wir machen lieber 10 in Schlösser öffnen Nummerei. Das ist sehr gut. Ansonsten haben wir nichts mehr. Jetzt sind wir Meuchelmörder der Stufe 15. Das ist gut. Corgi braucht noch ein bisschen, bis er aufsteigt. Anomen wird der nächste hier sein. Der braucht nicht mehr so besonders lang. Nur noch 3000 Erfahrungspunkte circa. Vikonia braucht auch nicht so ewig lang. Also Anomen ist der nächste und dann noch Vikonia. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein in das Ding. Reine Kälte scheint von dem zischenden Gerät auszugehen. So, du gehst jetzt dorthin, du war noch ein Faller. Ja. Die wird erst einmal entfernt. Bevor irgendeiner von unsere Knetköpfe reinlatscht. So, jetzt gucken wir uns dann nochmal um. Und finden... Was finden wir dann? Nur Eis und gefrorene Tränen und Fallen. Ja, bei Warcraft beziehungsweise bei Hearthstone wäre das die Eiskälte-Falle wahrscheinlich. Da knacken wir das Zeug. Das ist die elastische Kugel, Eispfeile und noch ein Ring. Ein Abwehrhelm, das ist der gegen die verschiedenen Elemente schützt. Ja, dann können wir immer noch nicht, egal ob wir jetzt 3 Sagenkunde mehr haben oder nicht. Okay, der Abwehrhelm. Ne, Baldurans Helm ist besser, weil Baldurans Helm macht die Rüstungsklasse runter, gibt mehr Trefferpunkte, plus 5 auf alle Rettungswürfe und verringert die ETW 0 um 1. Also insofern, das Ding ist richtig gut. Abwehrhelm und den trägst du ja schon. Und die gute Vicky, die trägt der Helm des Ruhmes. -1 auf Rüstungsklasse und Charisma +1. Was hat sie dann für Charisma? 15 oder mit? Ja, ich würde eigentlich eher sagen, ich würde sie eigentlich lieber jetzt auf Elementresistenz skiller, um ehrlich zu sein. Weil Charisma ist bei ihr jetzt echt absolut egal. Und ob sie jetzt -5 oder -6 hat, das kriegen wir später auch noch verbessert. So, der Helm geht erstmal an Korgan, Moment. Anomen hat ja noch jede Menge Platz, da kriegt jetzt auch mal ein bisschen Müll rein. Zack und zack. So, damit du auch ein bisschen zugemüllt bist. Und dann wäre die Kammer erstmal vorbei. Und von dort aus kommen wir auch runter in den Kontrollraum, von dem der Lavok in der letzten Episode gesprochen hat. Aber wir nehmen hier alles mit, was wir kriegen können. Deswegen, genau deswegen, gehen wir hier statt durchs Eis. Ihr könnt es euch denken, hier sind blaue Tanks, hier sind rote Tanks. Das ist nicht so besonders schwierig, was hier auf uns lauert. Und zwar haben wir hier, was haben wir hier? Das macht doch die Scheiß der auf, Kerl. Hier haben wir Feuer. Wer hat's gedacht? Überraschung. Ein höherer Feuerelementar oder ein Ifrit.
ist wirklich kein Platz für einen Mann. Ich würde sagen, ich stürze mich auf die Ifrit, weil die sind etwas stärker. Und dazu gibt es noch normale Salamander. So. Okay, 46 Schadenspunkte, er ist verletzt. So. Okay, nochmal unsichtbar gemacht und... Hopp. Sehr schön. Der Ifrit gekillt mit 71 Schadenspunkte und er gibt 11.000. Problem beim Ifrit ist, wenn man den nicht sofort auf Tod bringt, dann ist das Riesenproblem bei dem Vieh. Dass der sich in eine Gasform verwandelt und dann erscheint er wieder und dann ist er wieder unverletzt. Also man hat doch schon seinen Spaß, würde ich sagen. Oh, der höhere Feuerelementar attackiert jetzt uns. Corgi wechselt auf die Eisaxt und ihr rotzt das Vieh jetzt um, dass es gerade so kracht und Abdel Adrian, du hilfst deine Leute. Boah, heil dich nochmal kurz und dann hilft deine Leute. Der wird jetzt nämlich von einem geballten Pöbel hier attackiert. Und die können sich gleich mal dann unser frische Leute schnappen. So, der höhere Feuerelementar gibt 10.000 Erfahrungspunkte. Anomen stufe ich jetzt einfach mal ganz frech auf. Der hat keine Waffefertigkeit. Priesterzauber 4 und 5. 2 Trefferpunkte kriegt er mehr, der Kerle. Und die Sagenkunde kriegt er am Ende erhöht. Okay, Moment. 4 und 5. Bei 4. Schutz vor Blitzen. Ja, das können wir bei Thron des Baal gebrauchen, bei Abazigal. Dazu aber dann bei Thron des Baal mehr. Gift neutralisieren, nee, geringere Genesung, Beherrschung, geistige Beherrschung kann als mal wirklich sehr nützlich sein. Mamas Morai. Tode beleben ist eigentlich soweit in Ordnung. Magieresistenz, gerechte Magie. Nee, das ist Quark. Flammenschlag kann als Achmo was bringen. Untote Abwehr, nee, schneller Tod. Nee, Quatsch. Igidigit, dann machen wir mal lieber nochmal eine Massenheilung mehr. So, und jetzt gehen wir erstmal auf die kleine Mephite. Rauchmephit. So, die sind nämlich etwas nervig. Und dann auf die Salamander. So. Die geben nur 2000. Also wir sehen, der Eissalamander ist erheblich stärker. Der gibt 1000 satte Erfahrungspunkte mehr. Und der Magma-Mephit... Ja, der hat sich ein bisschen stärker gemacht. Der hat sich verschwommen gemacht, sodass man schlechter trifft. Und... Sehr schön. Ach, Korgan kommt gar nicht durch. So. Kein Wunder, dass wir so wenig Schadenspunkte machen. So. Jetzt schicken wir nochmal Abdel Adrian durch, damit der nochmal auf Falle prüft. Und da ist schon Annie. Gut, dass ich doch nicht drüber gelatscht bin bei meiner Flucht. Trockene Hitzewellen, die von diesem Gerät ausgehen, pulsieren durch den ganzen Raum. Das wäre nichts für mich. Da wäre ich lieber im Nachbarraum. Und von dort aus kommen wir, ach, in die innere Kontrolltafeln. In der innere Kontrollraum. So rum. Da ist noch eine Falle. Ach ja, ich liebe es, dass es bei Baldur's Gate 2 immer Erfahrung gibt, wenn man das Zeug entschärft. Boah, ich habe mir gedacht, das Spiel hängt sich auf. Ach du Scheiße. 2 Zauber, ein Langschild und ein Zauberstecker. Eine Geisterrüstung, einmal Kugel der Unverwundbarkeit. Geht alles an der Eder. Geisterrüstung Nekromantie. Perfekt, nimmt er das. Und die elastische Kugel nimmst du dir. Ach, da gucken wir uns nochmal auf Stufe 4 Reihe. Was haben wir dann da noch Schönes? Was ist denn das? Otilukes elastische Kugel. Okay. Schillerndes Kraftfeld. Okay, das ist Quatsch. Das ist Mist. Und was war das andere? Die Geisterrüstung. Okay, du kriegst ja nochmal RK und Rettungswürfe gegen Zauber. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da können wir immer Steinhaut entfernen und dort für die Geisterrüstung reinmachen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So, dann... Ja, Abil? Vicky, hast du noch irgendwas parat für uns? Schwere Wunden heilen. Das... Jetzt wird es nämlich echt tricky. Na gut, mal nochmal auf Korgan. Ja, da merke ich dann, dass es wirklich Leute, die heilen können, kann man nicht oft genug haben. Na gut, dann machen wir nochmal jeder einen Trank-Eisschmeißer. Ich stehe euch zu Dienst. So. Gut, jeder nochmal einen Trank sich neigföhnt. Da würde ich sagen, jetzt machen wir nochmal Heiltränke für alle. Zack. Oh, scheiße. Ja.
Besonders viel haben wir halt nicht zur Auswahl. Zack. Und peng, peng, peng. Ihr müsst mit der 4 noch leben, Jungs. Feuerstecken +2. Feuerstecken. Der Stecken trägt eine uralte Rune, aufgrund derer man schließen kann, dass er in irgendeiner Verbindung mit dem fernen Halruaa steht. Natürlich ist das eine reine Vermutung. Der Stecken bezieht seine Energie von der Feuerebene und kann einen Feuerschild um den Träger legen, der dessen Angreifer verletzt. So, nochmal einen Schluck Wasser. Denn ich spüre so Kratze im Hals und das könnte in Huste enden. Er kann einen Feuerelementar beschwören, der unter der Kontrolle des Trägers steht, und einen Feuerelementar mit einem einzigen Schlag alle Energie entziehen und ihn dadurch augenblicklich zerstören. Einige dieser Fähigkeiten sind durch die Anzahl der vorhandenen Ladungen beschränkt. Besondere Fähigkeiten: Wenn ein Feuerelementar von dem Stecken getroffen wird, muss ihm ein Rettungswurf gegen Zauber gelingen oder er wird zerstört. Eine Ladung: Der Stecken beschwört ein Feuerelementar mit 8 Trefferwürfeln, Wirkungsdauer 1 Stunde. Eine Ladung: Der Stecken setzt ein Feuerschild Rot ein, wie den gleichnamigen Magierzauber des 4. Grades. Macht die ETB 0 um 2 besser und 1W6 +2. Wir erinnern uns, wir haben was ähnliches. Wer hat das Ding? Viconia. Luftstecken +2. Sehr, sehr ähnlich. Nur, dass das gegen Feuerelementare sehr praktisch ist. So, Eder, untersuch das mal. Oh, Dummkopf. Kann nicht mal den Schampel untersuchen. Was haben wir denn? Achso, die Heiltränke waren das. Okay. Ich habe schon Angst gehabt, der Nischruhe hätte doch grausige Ernte gehalten. Okay. Ich bin dabei. Ja, das wäre nicht so schön, wenn der Nischru hier grausige Ernte gehabt hätte. Okay. Hier haben wir alles. Jawohl. Gut. Alles geplündert. Ready, steady, go. Jetzt wird es nämlich richtig hässlich. Und es sind erst 10 Minuten circa rum. Jetzt wird es richtig hässlich. Weil hier kommen jetzt wieder jede Menge Golems. Da machen wir es am besten so. Korkan kriegt hier schon mal das Ding. Hoffentlich werde ich wenigstens Da gut er bezahlt. Hast auf sich gewirkt hat, ist es am besten. Diese aufgewühlte schwarze Masse aus materialisiertem Bösen scheint geschwächt und kurz davor sich aufzulösen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe eben statt Lehmgolem Lahmgolem gelesen. Wo ist er dann, der Lahmgolem? Beschleunigt ist er auf jeden Fall. Hui, da kommt der Schnarkflitz, die Sau. Uahahaha. Ja? Den schlage ich tot. Okay. Anscheinend kommt nur Korgan gerade durch. Aber Abdel Adrian kann ihn mit der göttlichen Rage auf jeden Fall verletzen. Nicht verletzen, aber er kann ihn lähmen. Huch. Mein Kater stört mich gerade etwas. Der huscht hier zwischen meine Bäone durch. Halt, Jungs. Nicht so übereilig. So. Korgan, sichere Distanz bitte. Und schlag den Eisengolem bitte tot. So. Aber er macht doch richtig gut Schade. Kann man nichts sagen. Oh, der Eisengolem kann ihn so erreichen. Das ist nicht gut. Aber ihr seht, der Eisengolem ist wirklich zu groß, um selbst hier durch die Gänge zu passen. Das ist für uns natürlich von Vorteil. Und? Gleich stirbt er. Dann wird es richtig hässlich. Oh oh, Korkan ist verlangsamt. So, jetzt ist der Eisengolem tot und jetzt kommen die andere beschleunigte Kreaturen. Korkan, Abteilung zurück. Und probiert auf den Lehmgolem drauf zu hauen. So. Du machst erst einmal Resistenz senken auf diesen hässlichen Lehmgolem. Und weil die Resistenz senken, mache ich so drauf, dass er jetzt 22% Magie abfällig ist. Dann kann ich nämlich selber ein paar Zauber wirken. Und hoffe, dass sie durchkommen bei dem Golem. Und Scheiße.
Der reine Magiewiderstand hat's geschluckt. Das ist nicht so gut. Gute Idee, das Okay. mir zu Ich bin übertragen. beschäftigt. Na gut, wie machen wir es dann? Wie machen wir das dann? Die ganze Zauber bringen überhaupt nichts bei Golems. Das ist halt das Habt ihr Problem. nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, einen Moment, ich musste Kadamo rauslassen. Bis gleich. Do bin ich wieder. So, jetzt machen wir dann Schampel weiter. Die 3 Knabe, die können hier nichts anrichten. Wir sollten sie lieber so ein bisschen versetzt hier stellen, damit sie den Mist dann die ganze Zeit abkriegen. Macht's kurz. Ja, und sein Korgan ist uns hier am Verrecker. Lehmgolem ist immun. Ach noch, also bei Abdel Adrian, okay. Scheiße. Ja, wir werden hier auseinandergepflückt. Komm, der Rede Okay, wir müssen fort von hier. Okay, sie haben unseren Korgan totgeschlagen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hasse es, gegen die Golems hier zu kämpfen. Ich kann nicht erklären, was die für ekelhaftes Doping abgekriegt haben. Aber es ist ziemlich hässlich, gegen die zu kämpfen hier. Die sind schnell ohne Ende, die schlucken Schade ohne Ende und sind so, gegen so ziemlich alles immun. Also es ist unglaublich ätzend, gegen diese Golems hier zu kämpfen. Okay, Macht's probieren wir es halt kurz. nochmal. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. So, komm her, du. Drecksau Golem. Kommt schon wieder eine Arc flitzt. Okay. Ja? Zack, ihr 2 noch drauf. Was ist nun? Anomen. Du gehst erstmal da noch hin und du gehst da noch hin. So, die 3 können draufschlagen. Okay, es können anscheinend wirklich nur 2 draufschlagen. Ich meine, wir rasten. So. Na gut, dann muss das wirklich so sein. Aber wie gesagt, gegen die Golems zu kämpfen, ist eine äußerst, äußerst hässliche Angelegenheit. So. Ah, Mann. So. Korgan darf vorrennen. Abdel Adrian bleibt hinten. Weniger. Meine Axt ist So. Blut und Jetzt machen wir uns nochmal an den Golem dran. Die können wir leider so nicht erreichen. Und es gibt dann später einen Hammer, der äußerst praktisch ist, weil der Hammer sowohl Riese als auch Konstrukte mit M-Schlag vernichten kann. Deswegen, das erspart uns dann so einen Kampf gegen solche Mistviecher. Okay, Mann. Dieses Verlangsamen ist halt das richtig Ätzende an der Sache. Steingolem, die stehen dahinter schon Schlange. Und noch ein Lehmgolem. Wer beschleunigt denn die ganze Zeit? Diese blöden, beschissenen Steingolems. Dämliche Kotzeviecher. Warte mal, wir gucken mal, ob wir nicht eventuelle Ablenkungsmanöver hier kriegen für die Jungs. So. Oh, na toll! Du lungert die nächste Bande. Hervorragend. Das ist halt das Problem, wenn man die Sphäre der Ebenen mit relativ hohem Level macht. Wenn man das mit sehr niedrigem Level schon macht, dann hat man ziemliches Glück in Anführungszeichen. Und dann kommen auch nicht solche brutale Golem-Gegner. Aber auf der Stufe 15 muss man echt damit rechnen, dass man so üble Typen hier gegen sich hat. So, wir warten jetzt, bis der kaputt ist. Und dann machen wir auch wieder so einen kleinen Trick. So, schlagen Totkorgan. Weil die Eisengolems, die schlucken einfach nur Zeit und Nerven. Die sind besonders stark. Natürlich muss er genau jetzt vor dem Tode nahe hier, muss der Verlangsamungsscheiß bei Korgan durchkommen. Ah, Mann, ist das ätzend. Erinnerungen an einen Ort wie diesen. So. Höchst unerfreulich. Vor allem, man müsste echt Männer so häufig wie die diese dämliche Verlangsamungs-Beschleunigungsladung raushauen, dass nichts mehr übrig ist. Das ist dermaßen ätzend, weil die irgendwie 5-mal Hast oder was auf sich gewirkt haben. So, Korgan, renn so schnell wie du kannst. Und wir verpissen uns jetzt hier. So. Da haben wir diese ekligen Golems auf der Backe folgen. Natürlich folgen die uns. Das heißt mir schnetzelnde Steingolem zuerst. So, Ede, du gehst noch hin. Ich habe ja schon
begriffen. Also schnetzel den Steingolem zuerst. Dann schnetzelt der zweite Steingolem. Corgi schlucken Trank. Und allesamt auf Ben. Sag mir, was Oh, zu tun oh, oh. Abdel Adrian, das sieht denn gut aus bei dir. Außer Stern. Kommt schon. Oh, belästigt Edwin, immer du solltest dann vielleicht einen Tag. die Fernkampfwaffe nehmen. Okay, mach dich unsichtbar, Abdel Adrian. Was gibt's? Korgan, heil dich. Ihr geht ist. drauf. Sag mir, was zu tun ist. Gute Abdel Idee. Adrian, versuch's mal so mit... Okay. Ich war Waffe nutzt nichts. Was wollt Okay, ihr, Edwin kommt nicht Oberweltler? durch. Du machen wir so und so. Gut. Sag mir, was zu tun ist. Jetzt ist nur noch der Lehmgolem übrig. Verdammt bereit. Und jetzt haben diese Mistviecher auf jeden Fall niemand mehr, der sie beschleunigt. Das ist schon mal sehr praktisch. So. Sorry, Anomen, du hast jetzt mit einem eigenen Privatvorrat herhalten müssen. Daneben. Los. Dies. Oh Mann, oh Meter. Das wird knapp. Okay, Abdel Adrian hat ihn lähmen können. Sehr, sehr schön. Boah, Mann. Zeigt die Richtung mit dem Schwert. Ich werde angreifen. Sehr, sehr ätzend, aber es hat geklappt. Ja, Abil? Gut, Vikonia heilt immer so viel magisch, wie irgendwie möglich ist. Weil unser guter Running Dwarf muss noch so eine Runde überleben. Ich höre euch Vielleicht bestens. muss ich euch ja doch nicht alle töten. So, jetzt gibt's erstmal Heiler-Party. So. Dann darf er sich gern selber heilen. Okay, okay. Dann heil ihn noch einmal. So. Gut. Puh. Der Rede wert. Jetzt alle runter wieder. Dann haben wir nämlich die nächste Golem-Bagage, die uns erwartet. Heilige Sag Scheiße. mir, was zu Ohne tun Witz ist. mal. Ich hoffe, das bringt was. Okay, Abdel Adrian. Ich mag jetzt, dass du dort hier gehst, wo die anderen Golems waren. Boah, Mann, Mann, Mann. Nice. Oh, Moment. Erstmal checke wegen Faller. Ja, ich hab doch gewusst, da ist noch was. Okay. Dann haben wir hier nämlich 6.666 Goldmünze. Jede Menge Tant und ein Ring. Sehr schön. Blutstein-Amulett, schwarze Opale, Zione und eine Königsträne. Königstränen sind äußerst selten, sie kommen nur in den Reichen vor, wo sie mitunter als gefrorene Tränen bezeichnet werden. Es handelt sich um durchsichtige, tränenförmige Steine mit einer glatten Oberfläche. Keinem Werkzeug ist es je gelungen, eine Königsträne auseinanderzubrechen. Angeblich sind diese Steine die kristallisierten Tränen lang verstorbener nekromantischer Könige. In jedem Stein erkennt man das, was der weinende König einst liebte. Ihre wahre Natur ist nicht bekannt, doch es genügt zu sagen, dass Gelehrte sie für wertvoller halten als alle anderen Edelsteine. So, und die können wir nämlich sehr gut für Schmiede gebrauchen. Okay, da haben wir noch einen Ring. Das dürfte der des sechsten Sinns sein, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, Edwin ist zu weit entfernt, klar. Aber Abdel Adrian kriegt es mir nicht identifiziert. Aber ich glaube, Edwin ist doch nicht so viel besser. Der dürfte nur 3 Sagenpunkte besser haben. So, gehen wir uns da gerade mal in unseren Sprücheklopfer weiter. Ne, er kann es nicht identifizieren. Na gut, das machen wir dann später. So, jetzt wieder Abteilung Standard. Wir machen wieder dasselbe Spiel. Macht's kurz. Das heißt, wir schicken unseren Zwerg vor. Schlitze ich euch den Gut, Korgan haut drauf. Warte. Und wir sammeln uns schon hier und warten dann bei der Eisabteilung auf dich. Was wollt ihr, Oberweltler? Also dummel dich, Zwerg, danach gibt's ja Eis. Die Waffe. Okay. Edwin ist so blöd und versucht tatsächlich Schon geschehen. mit Ja. einer Schleuder und +1 Kugeln gegen einen Eisegolem zu kämpfen. Na gut, warum nicht? Okay, los. Wieder zurück mit uns. Und
Was kommt angekackt? Lehmgolem und die Steingolems. Okay, zuerst die Steingolems wieder weg. Ach du Scheiße. Also auf Abdel Adrian haben sie es auch abgesehen. Alle auf diesen elenden Steingolem. Edwin, versuch doch mal. Nach wie vor die Resistenz zu senken auf diesen Steingolem dahinter. Scheiße, Abdel Adrian macht dich wieder unsichtbar. Oh Mann! Nee. Du musst den Trank nehmen, sonst sind wir echt am Arsch. Okay, die haben unseren Abdel Adrian gekillt. Ihr Schweine. Na gut. Dann machen wir wieder der Autosave. Mistviecher. Ich hasse Golems. Okay, dann machen wir das halt anders. Auf den Steingolem drauf und der andere, der kommt von dahin angekackt. Das heißt, wir können da eine Front mit Abdel Adrian und Anomen gründen. Und die zwei kommen in die Mitte. So. Okay, Korgan macht hier Verreckerles. Gegen den Steingolem. Ja, Abil? Ob jetzt. Hey, verdammter Trottel, ich brauche Hilfe! Die Waffe nutzt nichts. Und was darf Okay, es jetzt Korgan sein? wird gerade über der Haufe gerannt. Was wollt ihr, Oberweltler? Trinkt den Trank, du Zwerg. So, und ihr zwei attackiert den Steingolem. Oh nein! Unseren Korgan hat's zerrobbt. Ja, Meine Fresse. Okay, ich glaube, die halten dann besonders lang durch, ja. Nee. Das wird nix. Das wird mal wieder nix. Scheiße. Scheiße, Herr Parra. Ah, die sind echt happig, die Viecher. Ich hasse diese Golems. Okay, nochmal. Wir versuchen uns hier durchzuprügeln wieder. Und? Sie folgen uns nicht. Macht's kurz. Wahrscheinlich wegen dem, ja. wegen dem Lader vom Autosave. So, jetzt müssen wir doch nochmal zurück. Und wie schaut's aus? Okay, Steingolem als erster. Steingolem hier. Schon geschehen. Die andere macht dort was. Ich warte. Abdel Adrian, du musst zu Korgan, damit du eventuell die Golems lähmen kannst. Was wollt ihr, Du nimmst einen Oberweltler? Trank. Und drauf. Genau, der ist jetzt nämlich gelähmt, der Mistkerl. Und hier haben wir noch den Lehmgolem. So. Ihr zwei haltet hier die Front Auf euren Befehl. und attackiert diesen unsäglich ekelhaften Steingolem. Ich werde angreifen. Gut, Anomen ist gerade das neue auserkorene Opfer, deswegen kriegt ihr die Tränke von Vikonia. Ich höre euch bestens. Sehr schön. Der ist ach so gut wie kaputt und vor allem ist er gelähmt. Das gefällt mir am besten. Anomen, schluck dein Zuzelflasch. Gut, die zwei sind kaputt. Der ist kaputt. Bleibt jetzt nur noch der hier. Und unser Running Dwarf kann was machen, aber Anomen tötet ihn persönlich. Hervorragend. Alter, Lecco Mio, wie ich das hasse. So. Du kriegst wieder eine Axt, du kriegst wieder deinen Stab. Ich warte, wenn es denn sein Boah. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Gewittertunerkeidel noch einmal. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir hier wirklich alles haben. Ja. Da kommen nicht nochmal irgendwelche Golems A. Es könnte höchstens sein, dass später nochmal welche A gerannt kommen. Für uns erledigen? So. Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Also. Die pulsierende Fleischmasse scheint die Energieversorgung für die Sphäre darzustellen. Ihr werdet eine Möglichkeit finden müssen, sie wieder aufzuladen, wenn ihr nach 8 Cutler auf der materiellen Ebene zurückkehren wollt. Okay. Ich meine, wir rasten jetzt. So, das heißt, wir haben jetzt hier erst einmal alles Gute Idee, dass mir freigemacht, was Ihr wir müsst brauchen. eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, der feine Herr Anomen hat halt gemeint, er müsst beim Feuerzimmer rausgehen. Wie dem auch sei. Wir haben jetzt erstmal alles gemacht, was wir brauchen. Das heißt, wir haben hier im Eiszimmer Ordnung schaffen. Wir haben das Feuerzimmer gemacht. Wir haben Tolgerias gekillt. Wir haben im Kontrollzimmer die Golems erschlagen. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch raus zu den Dämonen.
und unser schönes Herz besorgen. Ich würde aber sagen, um uns das Herz zu besorgen, können wir genauso gut vorher nochmal schlafen gehen, weil das ist auf jeden Fall auch wieder kein Papperstiel. Deswegen dir die das Sache. bringt was. In der Episode treffen wir uns noch hier. Vikonia ist sowieso schon mal müde wieder wie noch was. Dann können wir uns hier treffen. Können wir mal runter rasten. Und dann würde ich meinen Cut setzen und wir sehen uns dann morgen wieder. Und erkunden dann die Welt dort draußen, die es auch schon mal wirklich in sich hat. So viel kann ich versprechen. Ihr merkt vielleicht dass ich eigentlich so wenig Rast wie möglich mache, so wenig Schlaf wie möglich für die Leute. Hat nicht nur den Grund wegen der Diebesgilde, sondern weil ich wirklich alles an Zauber und Fähigkeiten irgendwie mitnehmen und rausholen will, was möglich ist und was geht. Und nicht wegen jedem Schampel immer gleiche Rast einlege. Gut. Jetzt haben wir 60 Stunden geschlafen. Und ich steht Sache ideal für unseren Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.